Es ist Freitag, der 19. Juni. Ich begrüße euch herzlich zur Tageslosung Psalm 32,8. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Und dazu der Lehrtext Epheser 5,17. Versteht, was der Wille des Herrn ist. Unterweisung nach göttlicher und nach menschlicher Weise. Das soll uns einen Moment beschäftigen. Vielleicht auch Erinnerungen, die auftauchen in diesem Zusammenhang. Ungefähr 2 Dutzend Jahrgänge von Unterweisungsklassen habe ich betreut und zur Konfirmation geführt. Obschon ich selber gar nie eine vollständige Unterweisung erlebt habe, denn der Pfarrer, der sich um die Gymnasiasten kümmerte, die nicht beim normalen Kurs dabei sein konnten, er wurde krank. Vielleicht nach einem Drittel der Zeit fiel dann aus, man fand keinen Nachfolger für ihn und so fiel meine Unterweisung eigentlich ins Wasser. Als Anhängsel wurde ich später konfirmiert, zusammen mit einer Gruppe von Mädchen aus einem Mädchenheim. Ich kann also nicht richtig mitreden, wenn es darum geht, wie hat ein Teenager seine Unterweisungszeit erlebt. Wie fühlt sich das an? Ja, wie es die Menschen machen, ich glaube, sie versuchen immer auch ihr Bestes zu geben. Manche tun das auf geeignete Weise, so dass sie Interesse am Glauben und letztendlich an Jesus Christus wecken können. Weil mir dieser Teil fehlte, in meiner Biografie hat Gott mir verschiedene wichtige Erlebnisse schon vorher gegeben. Für meine Frau war die Zeit sehr wichtig, denn während dieses Jahres hat sie sich für Jesus Christus entschieden. Es gibt auch viele andere Beispiele. Ein Pfarrer hat mir erzählt aus seiner Klasse, der diensthabende Unterweisungspfarrer verlor die Nerven, weil jener Schüler es nicht zustande gebracht hatte, so 2 einfache Dinge wie das Doppelgebot der Liebe auswendig zu lernen aus dem Neuen Testament. Und nach erfolgloser Abfrage nahm er die Bibel und hieb ihm auf den Kopf und sagte, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und ganz sicher hat dieser Schüler, dieser Konfirmand, den Vers nie mehr vergessen. Es fragt sich nur, was er damit verbindet. Und bei uns in der Kirche gab es auch noch die archaischen Gebräuche. Der Sigrist saß in einem Winkel hinter der Kanzel, dort hatte er seine Nische und beobachtete die Konfirmanden, die im Chor saßen und mucksmäuschenstill dort ausharren mussten, und plötzlich flog ein Gesangbuch in gestreckter Linie irgendein Gesicht. Dieses Gesicht wurde dann rot und man wusste, der Sigrist hat wieder jemanden getroffen. Und einmal hat er den Falschen getroffen, er musste ihm Genugtuung zahlen, 5 Franken. Jeder, der solche Dinge in Betracht zieht, sagt sich, wir hören auf mit dieser Heuchelei. Das bringt es doch einfach nicht. Einen Taufunterricht nachholen, eine Taufbestätigung machen, ein Glaubensbekenntnis ablegen und das alles unter gewissen zwanghaften Bedingungen. Diese Konfirmation, nämlich die Taufbestätigung mit dem dazugehörigen Glaubensbekenntnis, kann ja zur Farce geraten, und so war es auch für einige von meinen Konfirmanden. Einer hat zum Beispiel gesagt, wir sangen jeweils, von guten Mädchen wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Der Pfarrer meinte, das war ich, jetzt würden sie endlich ein bisschen etwas begreifen von dem, was wir erarbeitet haben. Etwas fordern, was so nicht zu halten ist, das ist eigentlich Heuchelei, und meistenorts fällt das natürlich heute weg, weil man andere Wege gefunden hat. Ich fand auch einen anderen Weg, ich stieß auf den Pfarrer Blunk aus Deutschland, der gesagt hat, ja, wir machen ein Bekenntnis mit den Jugendlichen. Sie können etwas bekennen. Sie bekennen, dass sie das Evangelium gehört haben. Sie bekennen das Evangelium, das sie gehört haben. Und sie bekennen auch, dass sie gefordert sind, darauf eine persönliche Antwort zu geben. Mehr müssen sie nicht bekennen. Heucheln müssen sie nicht in der Kirche. Aber noch etwas können sie hier beifügen, nämlich ihr lieben Eltern, ihr Paten, die uns diesen Unterricht ermöglicht habt, ihr, die ihr das auch versprochen habt bei der Taufe, ihr könnt jetzt zurücklehnen, es ist nicht mehr eure Sache. Wir übernehmen jetzt die weiteren Entscheidungen.
hat sich vieles geändert, die Stimmung wurde ganz anders bei den Konfirmationen. Noch vom alten Schrot und Korn muss man leider sagen, aus der alten Schule, aus der zwanghaften Schule, entstammte jener Mann, der sich in einer Nachbargemeinde erschossen hat. Vorn in der Kirche hat er es getan und man wusste, dass er mit irgendetwas aus dieser Konfirmandenzeit nicht zurechtgekommen ist. Da blieb ein Schatten und er wollte sich und dann auch eben dieser Gemeinde einen Strick daraus drehen und ein Signal aussenden. Das sind genau diese Signale, die wir ja heute vermeiden wollen. Also sagen wir lieber, fang noch einmal neu an. Du hast eine Unterweisung gehabt, sie hat vielleicht ein paar Schatten auf dein Leben gelegt. Lass dich nicht verdrießen, Gott selber will dich jetzt unterweisen. Das ist noch einmal eine andere Nummer. Sein Ziel ist es ja, seine Absicht, dich zu unterweisen. Und so bekommt das Wort einen ganz anderen Klang. Man muss das Gewesene abstauben und darf dann neu beginnen. So hatte ich einen Konfirmanden, der mir viel Mühe bereitet hat. Er war schon in den Drogen in jenen Jahren und war auch bereits im Alkohol und immer von vielen Mädchen umschwärmt. Dann aber begann, etwa im 2. Lehrjahr, 2 Jahre nach der Konfirmation, bei ihm die Unterweisung. Er hatte viele Gläser über den Durst getrunken und glaubte, dass er eine steile Felswand hochklettern könnte. Das ist ihm natürlich nicht gelungen. Er fiel auf den Rücken und musste jetzt 2 Monate im Streckbett liegen und hat angefangen, über alles nachzudenken. Gott fing an, ihn neu zu unterweisen. Seine Bibel lag, wie ich ihn besucht habe, auf dem kleinen Nachttisch neben dem Spitalbett. Und als er diesen Reinigungsprozess hinter sich hatte, stand er auf und ging nicht mehr zu den Drogen zurück. Ich lud ihn dann ein, bei meinen Konfirmandenlagen mitzumachen. Das tat er auch auf sehr gute Weise. Und einige Jahre später sagte er sich, jetzt will ich mit allem aufräumen, auch die Dinge, die noch nicht ans Licht kamen, räume ich jetzt auf. Heute ist er ein sehr toller Christ. Gottes Unterweisung ist nicht ein Kurs. Oft beginnt sie eben nicht dort, wo, wie und wann wir denken, sondern kann beginnen mit einem Wort eines Kollegen, eines Freundes, kann mit einem Traum beginnen in der Nacht, kann in einem zufällig besuchten Gottesdienst einen Anfang nehmen. 1000 Wege hat Gott, seine Unterweisung zu starten im Leben eines Menschen, vielleicht eben auch einen Paukenschlag. Gott ist ein sehr anpassungsfähiger Pastor. Ja, er ist eigentlich der Pastor und er weiß, wie er uns auf dem falschen Fuß erwischen kann. Der falsche Fuß ist nämlich unsere Selbstsicherheit, die uns verhindert, zu Gott zu kommen und seine Liebe für unser Leben als Grundlage zu wählen. Wir kommen schon selber klar, wir kommen selber zurecht. Hier kann er uns erwischen auf so manche gute Weise. Denn er will uns ja nur erklären, was Liebe ist. Seine Unterweisung kann unter Umständen phasenweise härter sein als die Unterweisung, in die man quasi hineingezwungen wurde bei einem Pfarrer. Dort konnte man sich wenigstens rächen. Man konnte zum Beispiel dem Pfarrer im ganzen Garten Schnittlauch säen. Das ist meinem Vorgänger geschehen und auch wir mussten noch gegen diesen alljährlichen Schnittlauch kämpfen. Oder man kann einen Knallkörper zur Explosion bringen, genau mitten im Unterricht, dann, wenn es wirklich still sein sollte. Und so haben sie diesem Vorgänger von mir ein Ende der Unterrichtstätigkeit bereitet, der konnte dann nicht mehr. Und so hatten sie einen Sieg davon getragen. Es war natürlich ein lächerlicher Sieg, ein Pyrrhussieg, für den sich manche heute sicher schämen. Der erwähnte Konfirmand lief von Gottes Liebe weg und jetzt kam eben diese andere Unterweisung. Er musste jetzt reglos liegen. Gott konnte ihm erklären, was er mit seinem Leben vorhat, warum es ihn gibt, was seine Ziele sind. Wir hatten gleichzeitig eine Gebetsgruppe in der Gemeinde, wo wir für Leute, die eben
vielleicht mit ziemlich viel Radau zeigen, dass sie eigentlich interessiert sind, aber es sich nicht leisten können, es zu sagen. Wir haben immer für solche Leute gebetet. Er war einer von ihnen und er hat dann eben den Weg gefunden. Sicher auch eine Gebetserhörung. Hat dieser erste Punkt, dieser Einstiegspunkt, dieses Einstiegserlebnis in die Unterweisung Gottes einmal geklappt? Es heißt ja dort, ich werde dich auch mit meinen Augen leiten. Das ist die sehr besondere Weise, wie Gott uns führt, wie er uns vorwärts bringt. Dann kommt ein unglaublicher Prozess in Gang. Menschen kommen nach und nach auf den Geschmack. Sie finden das toll, dass sie noch einmal in die Unterweisung gehen können bei einem solchen Pastor, dem guten Hirten. Man hat ja nach vielen Jahren und auch mühseligen und oft erfolglosen Jahren einen Witz kreiert. Kennt ihr den Unterschied zwischen einem Wegweiser und einem Pfarrer? Nein, es gibt keinen Unterschied. Beide zeigen den Weg und gehen ihn nicht. Aber dann kommen sie zu dem Pastor, der diesen Weg gegangen ist, Jesus Christus. Sie kommen nur an Orte hin, wo er schon gewesen ist. Sei es das Spitalbett, sei es später auch mal das Sterbebett, überall war er schon. Und er kann uns, Kraft dessen, dass er uns vorausgegangen ist, eben genau den Weg zeigen, den wir gehen können, der zum Vater führt. Ich wünsche euch einen gesegneten Tag.